Herzlich willkommen zu einem neuen Chrysimysi hier aus meiner Werkstatt. In dieser Folge geht es um einen Discord-Server. Da werde ich dann später noch am PC zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Ich habe nun einen Discord-Server eröffnet und aufgebaut. Den Einladungslink zum Server findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die in meiner Facebook-Gruppe mit dabei sind, die haben das wahrscheinlich schon mitgekriegt. Die Facebook-Gruppe habe ich euch ebenfalls unten verlinkt und ich würde mich freuen, wenn ihr Facebook wie auch Discord fleißig beitreten würdet, weil das wird eine ziemlich coole Sache. Den Discord-Server habe ich primär ins Leben gerufen, um da Stammtische abzuhalten. Das heißt vielleicht so einmal im Monat oder je nachdem, wie das dann angenommen und verlangt wird, vielleicht auch öfters, können wir dann einfach etwas zusammen quatschen per Voice-Chat. Da kann jeder teilnehmen. Das Einzige, was ihr benötigt, ist ein Mikrofon und vielleicht ein Kopfhörer. Das geht aber auch mit eingebauten Mikrofons von Smartphone, Tablets oder Laptops. Ist alles kein Problem. Was einfach halt leider nicht geht, sind Videokonferenzen. Aber ich denke, das ist auch nicht nötig, weil wenn man sich ja hört, bietet das schon ziemliche Vorteile gegenüber, wie wenn man nur schreiben würde. Ebenfalls habe ich den Discord-Server auch aufgebaut, um einen Backup-Plan zu haben, weil Facebook verschärft ja immer wie mehr seine Richtlinien und das Dampfen steht da ziemlich im Visier von Facebook. So wie ich auch schon aus anderen Quellen gehört habe, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Facebook das Dampfen auf ihrer Plattform generell verbieten will. Also dass man da gar nichts mehr zu dem Thema posten oder besprechen darf, was sehr schade wäre, aber ist halt nun mal so. Und ich denke auch, es wird so passieren wie letztes Mal, als sie ja den Verkauf unterboten haben. Da wird nicht groß eine Ankündigung kommen, die werden dann einfach sämtliche Dampfergruppen löschen, ohne Vorwarnung, ohne nix. Deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr meinem Discord beitretet, damit mir dann auch, falls das bei Facebook eintreten wird, dass wir da einen Backup-Plan haben und ich euch erreichen kann. Ob es dann bei Discord bleibt oder nicht, wird sich zeigen. Jedenfalls möchte ich dann, wenn das mal so weit kommen würde, gerne auf irgendeine Art und Weise weitermachen mit den E-Pfeifenheinis und da kann ich dann euch auch erreichen. Das ist auch noch so ein Hintergedanken von mir. Das ist aber nicht alles, weil Discord bietet halt ziemlich coole Möglichkeiten. Einerseits halt den Voice-Chat, andererseits kann man da auch Textkanäle einrichten. Man kann das Ganze schön aufgliedern, was ich auch gemacht habe. Das seht ihr dann gleich. Ich finde das eigentlich eine ziemlich gute Alternative zu Facebook. Keine Angst, Facebook wird weitergehen wie bisher, solange wie es halt noch geht. Das ist kein Problem, das wird auch nicht vernachlässigt. Das wird wahrscheinlich die Plattform Nummer 1 bleiben momentan. Aber bei Discord, ich würde es auch cool finden, wenn wir da diese Stammtische abhalten könnten und auch mal etwas miteinander plaudern könnten. Ich habe mich für Discord entschieden, weil es gibt ja zum Beispiel auch Skype. Das würde auch gehen. Da hat man noch den Vorteil, dass man Videokonferenzen abhalten kann. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Ich persönlich finde es jetzt nicht so wichtig, dass man die anderen Teilnehmer sehen kann. Ich finde, hören ist viel, viel wichtiger. Aber bei Skype ist halt das Ganze nicht so komfortabel gelöst. Das heißt, wir müssen uns da treffen und dann muss ich alle einladen und dann eine Konferenz starten und das ist mir etwas zu umständlich und nicht so praktikabel. Bei Discord seid ihr ja eh dabei, dann
Da kann ich das dann ankündigen, dann könnt ihr in den jeweiligen Voice-Channel kommen oder auch den Textkanal benutzen, wie ihr wollt. Und ich denke, das ist dann auf lange Sicht viel, viel unkomplizierter. Und Skype hat ja auch ein Benutzerlimit. Ja, sie haben es jetzt, glaube ich, erhöht von 25 auf 50. Würde natürlich zu Beginn völlig ausreichen, weil ich denke mal, hauptsächlich werde ich alleine sein oder vielleicht zu zweit, maximal zu dritt. Mit mehr rechne ich nicht zu Beginn, aber das wird ja dann mit der Zeit, wird sich das rumsprechen, wenn es gut ist, und dann werden immer mehr Leute kommen, und dann, wenn man bei der 50er-Grenze angekommen ist, muss man dann wieder eine neue Plattform suchen oder halt den Leuten dann absagen. Das möchte ich nicht. Ich nehme euch jetzt mit an meinen Rechner. Da zeige ich euch dann, wie das Ganze aufgebaut ist. Das bleibt also kurz dran. Es geht gleich weiter. Wir sind nun an meinem Rechner. Da will ich euch erstmal zeigen, also die Discord-App oder das Programm oder wie man es nennen will, gibt es für Windows, für Mac, für Android, für iOS, also iPhone und iPad, und für Linux. Das heißt, ihr könnt es eigentlich auf sämtlichen Plattformen installieren, sei das Desktop-PCs, Handys, Tablets, was auch immer. Alternativ könnt ihr das auch einfach über den Browser bedienen. Das funktioniert auch, wenn ihr kein Programm installieren wollt. Jetzt wechseln wir gleich zu Discord. So, das ist nun mein Server und ich erkläre euch kurz, was es hiermit auf sich hat. Ihr habt hier unter Allgemein, das ist dann einfach die Rubrik, also die Zusammenfassung der Rubrik. Da habt ihr die Empfangslobby. Da werden dann halt einfach die neuen Mitglieder begrüßt. Oder wenn jemand den Server verlässt, kommt da auch eine Mitteilung. Dann haben wir den allgemeinen Chat. Da könnt ihr euch austoben und einfach reinschreiben, was euch gerade so beschäftigt, was ihr macht, halt allgemeine Dinge. Dann haben wir einen Voice-Kanal, einen AFK-Kanal. AFK heißt Away from Keyboard, also wenn ihr eigentlich nicht aktiv im Discord seid. Das hat einen Hintergrund, zum Beispiel hier unten haben wir dann den Stammtisch. Da könnt ihr dann beitreten, wenn wir einen Stammtisch veranstalten. Und wenn ihr da nichts sagt die ganze Zeit, wird dann nach 15 Minuten werdet ihr in den AF-Kanal verschoben und dort gemutet. Dann müsstet ihr dann wieder beitreten. Hat einfach den Hintergrund, dass das Ressourcen spart und der Kanal frei bleibt für aktive Mitsprecher. Wenn wir schon hier sind, da ist dann der Textkanal, die mit diesen Raute-Symbolen, das sind Textkanäle, die mit dem Lautsprecher sind Voice, also Sprachkanäle. Da könnt ihr dann, wenn der jeweilige Stammtisch stattfindet, könnt ihr da einfach mitchatten, vielleicht auch, wenn ihr nicht sprechen wollt. Es gibt ja immer einige Leute, die sich schämen, wobei zähle ich mich eigentlich auch dazu, halt auch wegen meinem Akzent, aber spielt ja keine Rolle. Dann hier oben haben wir zwei Chat-Kanäle. Einmal E-Pfeifen-Chat, das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Einfach alles, was sich um E-Pfeifen dreht. Dampfen allgemein, alles, was halt nichts mit E-Pfeifen zu tun hat, aber mit dem Thema Dampfen. Dann habe ich hier Bastelheinis, Basteln allgemein. Wenn ihr selbst was bastelt oder was zeigen wollt oder was gesehen habt, passt das hier rein. Dann hier dreht sich ums Gaming, weil ich game ja auch. Dann haben wir den Gaming Chat. Da einfach reinschreiben, alles was sich um das Thema Gaming dreht. Wenn ihr Hilfe sucht zu Games, könnt ihr das hier reinschreiben, oder wenn ihr Mitspieler für bestimmte Spiele sucht, könnt ihr das hier machen. Social Media, da postet eigentlich nur mein Bot rein. Könnt ihr mal reinschauen.
wenn ich online bin. Das rote ist dann immer YouTube. Also das heißt, wenn ich ein neues Video hochlade, wird es hier gepostet, auch mit dem Präfix @everyone. Das heißt, diese Mitteilung kriegen alle, ob sie online sind oder nicht. Und das Lila, das ist dann mein Twitch-Account, wenn ich online bin. Dann habe ich eine Rubrik Kaufen, Verkaufen, erklärt sich auch von selbst, E-Pfeifen, alles andere, Gaming und alles, was sonst nirgends reinpasst. Dann eben den Stammtisch, habe ich ja vorhin schon erklärt. Dann habe ich verschiedene Voice-Channels eingerichtet. Das ist einerseits, wenn ihr über E-Pfeifen quatschen wollt, oder Dampfen allgemein. Wenn ihr einem Voice-Channel beitreten wollt, klickt einfach drauf und ihr seid da in dem Channel drin. Ihr seht auch, wenn das grün umrandet ist, dann sprecht ihr. Wenn es nicht umrandet ist, halt nicht. Dann könnt ihr zum Beispiel einfach in den E-Pfeifen-Chat reingehen und da warten. Vielleicht kommt dann jemand dazu. Ich komme dann auch dazu, wenn ich das sehe. Und wenn ihr den Channel verlassen wollt, könnt ihr hier unten einfach auf Verbindung trennen. So, dann seid ihr raus. Dampfen allgemein, Voice Channel. Dann habe ich fürs Gaming halt diverses. Wenn ihr mit irgendjemand über Gaming quatschen wollt, geht ihr hier rein. Dann, wenn ihr Spiele spielt mit anderen Leuten, könnt ihr meinen Discord-Server dazu nutzen. Ich habe hier verschiedene Teams gemacht, dann geht ihr zum Beispiel mit eurem Freund in den Channel Duo, da passen, seht ihr, da steht 00 von 02, das heißt, da können 2 Leute rein, dann wird dann der Kanal zugemacht, also es kann dann niemand weiters mehr reinkommen, bietet euch halt einfach die Plattform, dass ihr dann spielen könnt. Da habe ich 2-mal Duo, 2-mal Trio, 2-mal Squad und dann bis zu 8, 16, 32 oder 64 Teilnehmer. Könnt ihr euch aussuchen. Wenn ich dann sehe, wenn das irgendwann nicht mehr reichen sollte, werde ich das erweitern. Das ist kein Problem. Dann habe ich hier einen Bot-Kanal. Da postet mein Bot gewisse Sachen rein, wobei momentan eigentlich nicht. Egal. Mod, also Admin- und Mod-Bereich. Das ist eigentlich nur für die Administratoren auf dem Server und die Moderatoren, dass wir uns da privat etwas unterhalten können oder schreiben können. Da habt ihr keinen Zugriff drauf, also keine Berechtigung. Und ich habe da noch privat eingerichtet, das seht ihr nicht mal. Da habt ihr gar keine Berechtigung, das zu sehen oder irgendwas zu posten, also vergesst es gleich wieder. Auf der rechten Seite ist es wie folgt eingegliedert. Wir haben hier Administratoren, dann Moderatoren, die sind grün. Der Lars ist zum Beispiel ein Moderator. Wenn der online ist, geht hier oben eine Rubrik auf Moderatoren und da erscheint er dann. Dann meine Bots, also meine Roboter. Es gibt dann auch noch die Twitch-Subscriber, die mir auf Twitch ein Subscribe geben, haben dann eine eigene Kategorie. Und dann halt einfach online, wer gerade online ist, momentan ist das niemand, und offline. So ist das eigentlich aufgegliedert. Ihr könnt dann auch auf den jeweiligen Namen klicken und ihm eine Privatnachricht senden oder halt auch eine Freundschaftsanfrage senden. Wenn ihr dann die Freunde seht ihr hier links oben, da könnt ihr dann raufgehen auf den jeweiligen Namen, zum Beispiel hier. Und dann könnt ihr Sprachanruf, Videoanruf oder einfach ihm eine Nachricht schreiben. Und hier natürlich auf der linken Seite seht ihr alle Server, wo ihr beigetreten seid. Ja, das war's eigentlich dazu. Dann gebe ich wieder rüber in die Werkstatt. Jo, dann war's das wieder mit dieser Folge Chrüsi-Müsi. Schön wart ihr mit dabei. Vergesst bitte nicht, dieses Video zu bewerten. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Tretet der Facebook-Gruppe bei,
tretet Discord bei, tretet dem Forum bei, tretet einfach überall bei, wo ihr wollt. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.